Können. No. Ich frage ja auch nur. Und ich sag das. Mein Lieber, heute bist du aber schon wieder mal frei. Passt da vielleicht was nicht? Ja, ich sag doch nur. Ah, jetzt hock dich schon mal hin. Oh, dünn ist er heute wieder. So dick wie allerweil. Geschagelt hast du wieder heute Nacht. Wie die Kreissack vom Bastel drüben. Ich hab nix gehört. Je älter du wirst, desto dümmer wirst. Ja. Ja, als ob er sich selber Schnarcher hören darf. Kannst du an die hintere Kammer liegen? Na, hörst mich nicht. Da legst du schon du hintere. Du schnarchst, nicht ich. Hab mich doch gern. Ja, gewiss nicht. Wo bleibt denn heute der Simmel mit den Semen? Sag einmal. Oder gibt's heute wieder bloß einen leeren Kaffee? A dir hat's ja so pressiert mit dem Kaffee. Sag einmal, hast du überhaupt heute schon mal gewaschen? So was denn? Gib du her, niemand. Lohnt sich doch gar nicht. Das halte ich nicht aus bis an mein Lebensende mit dir. Warum hast du da nicht geheiratet, ha? Dann müsstest du das nicht mit mir aushalten, sondern mit einem Mannsbild. Aber ob das dann besser war? Warum hast dann du nicht geheiratet, ha? Weil du auch keinen erwischt hast. Das ist ja nicht wahr. Ich hätte schon einen gekriegt. Du, grad nur haben sie um mich gerissen. Aber gefallen hat mir keiner. Heute warst du nicht mehr so geschleckert, gell? Heute tat's dann jeden nimmer. Heute brauche ich auch keinen mehr. Ich auch nicht. Na, wirst du was wohl oder übel miteinander aushalten bis an unser Lebensende? Alle noch besser als wir ganz allein. Aber weißt du, waschen und camping kannst du vielleicht trotzdem. Ach, das wird der Simmel sein mit den Semen. Riech gleich mal Milch und Butter her. Jetzt, wo wir fast fertig sind. Da musst du ja froh sein, wenn er es überhaupt noch bringt. Als Gesei müsst ihr das nicht mehr machen. Hat er es uns als Lehrer gebracht, dann kann er es uns als Gesei auch bringen. Ja, schließlich kriegt der Bäckermartel Milch und Butter von uns billiger. Ja, jetzt mach halt schon mal die Tür auf. Ja. Ja, sagt's einmal. Wie lange lasst ihr mir jetzt nur da draußen stehen? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich den jungfräulichen Damen. Du wärst ja nicht frech, gell? Das gefällt mir. Da wollen wir der holden Herr Weiblichkeit einmal ein Kompliment machen. Dann ist es auch wieder nicht recht. Wir lassen uns von so einem Lausmann, wer du bist, nicht auf den Arm nehmen, gell? Und ich bin kein Lausbär mehr, gell? Ich bin Geselle. Und das heißt ein vollwertiges Mitglied der Erwachsenengesellschaft. So. Also ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Aber nur mal auf das Armnehmen zurückzukommen. Vom Madel unser Malk gesehen. Von dem darf ich euch schon gerne auf den Arm nehmen lassen, hab ich recht. Sag einmal, was willst du denn? Du einfach sauer, dass du klar und fangst, ha? Soll ich ihm ausrichten, dass er das nächste Mal die Semen bringen soll, ja? Agnes, schmeiß ihn aus. Und morgen kommst du ein bisschen früher, gell? Wir möchten 10 Minuten zum Kaffee und nicht danach. Du müsst halt mit dem Kaffee ein bisschen warten. Und was meint ihr, wie ich allweil schnauft im Berg dann auf zu euch? Da war mal wieder anständiges Trinkgeld fällig. So glaubst du's? Der wird aber noch ausgeschaut, ha? Ja, sonst kommst du ja zu nix. Und wenn's ihr zwar nicht so knickrig wart, dann darf ich euch was verraten. Von unserem Malk gesehen, ein Madel. Vom Madel? Ja, genau von demselbigen. Ja, was? Dann red halt schon. Ja, das ist gar nicht so einfach, gell? Das ist eine lange Geschichte. Komm, setz dich ein bisschen her zu uns und trink einen Kaffee. Magst nicht? Nein, geht nicht. Ich muss schon wieder weiter. Ja, mir pressiert's unbandig. Da schau her, hast du 50 und jetzt verzeih. Ja, also das ist ja so. Also der Madel... Ja? Also der Madel,
Der hat schon so oft Ja! gar nie nach euch gefragt. Ach, sag einmal, hast du da noch Kinder? Der macht ja direkt lustig über uns. Die blöde Kuh, gib ihm auch für die Frechheit nur 50. Aber ich kann da mal ein gutes Wort für euch einlegen. Obwohl, zwei so altbackene Semen wie ihr seid, die verkaufen sie halt nicht mehr so gut. Mir verschlagst die Sprache. Altbackene Semen. Hat noch gar keiner zu uns gesagt. Aber der kommt mir nicht mehr rein bei der Tier. Aus ist jetzt. Dann kannst halt du jeden Tag mit dem Radl ins Dorf fahren. Oder du? Na du. Wieso denn ich? Ja, warum du nicht, hä? Dann schrei mir nicht so, gell? Ich hab ein Wort und nicht schreien. Und überhaupt, solange du nicht gewaschen und kampelt bist, red ich kein Wort mehr mit dir aus, basta. Ja, Gott sei Dank, da hab ich endlich einmal meine Ruhe. Na, Ich hab ja gewusst, dass das nicht lang dauert. ich möchte ja bloß wissen, warum unsere Schwester Resel damals eine Hochzeit gekriegt hat und mir nicht. Ja, die war ja alle schon so hinterlistig. Und was der Theo damals für ein sauberes Mannsbild war, gell? Ja, das ist eine Gewissheit auch noch. Aber dafür ist Dresel schon lang tot und wir leben noch. Weil wir da schon was haben davon. Was wohl aus der Leni geworden ist, dem kleinen Techterl von der Resi, das war ein liebes kleines Mädel damals. Kann auch uns wurscht sein. Ach ja. Ach ja. Also Mara, so kann's nicht weitergehen. Da muss was geschehen und zwar schnell. Wir zwei vergammeln ja da herum wie unser Heisel. Da brätelt auch schon langsam der Putz ab. Und jünger und schöner? Ja, na gewiss auch nicht mehr. Jetzt kannst du laut sagen. Aber was soll man da machen? Hey, wir könnten ja mal wieder... Ja, wir könnten doch einmal wieder eine Wallfahrt machen. Die haben wir doch schon vor 20 Jahren gemacht und gut hat's gar nichts. Ja, ja. Aber damals haben wir vielleicht nicht mit der nötigen Inbrunst bettet. Ich mein, damals hat's ja noch nicht so pressiert, gell? Da kannst du jetzt du recht haben. Die nötige Inbrunst, die war jetzt da. Ja. Ja, und dann war ja der heilige Antonius, zu dem wir damals die Wallfahrt gemacht haben, für unser Anliegen gar nicht zuständig. Warum haben wir es dann überhaupt gemacht? Wir müssen, wenn überhaupt, zur heiligen Jungfrau Maria beten. Ja, das ist auch ein Weiberleid. Die kennt sich sowieso viel besser aus wie ein Mannsbild. Genau! Der heilige Antonius ist ja auch ein Mannsbild. Nix für ungut, gell? Aber ich mein, woher soll so einer wissen, wie es in einem Frauenherzen ausschaut, ne? Marei, ich darf sagen, wir probieren's. Schauen kann's nicht. Ich weiß auch nicht. Na gut, von mir aus. Aber dann gleich morgen, damit wir es hinter uns haben. Um 6 in der Früh geht der erste Zug ins Oberland und dann gehen wir auf Maria Birkerstorf. Ja, sag einmal, bist du narrisch? Eine Wallfahrt mit dem Zug? Na, die erste Hälfte können wir fahren, aber den Rest, den hatschen wir. Sonst war es ja gar keine richtige Wallfahrt nicht. Das ist aber schon ein bisschen weit, oder? Da gehen wir gut und gern 5 Stunden, wenn's langt. Ja, und? Schaut da nix. Fußfertig und demütig müssen wir uns im Morgengrauen auf den Weg machen. Und was ist dann mit einer anständigen Brotzeit? Weil dass ich unterwegs verhungere, das ist mir kein Mannsbild wert. Also glaubst du das, Marei, du hast einfach nicht die richtige Einstellung. Jetzt richte mal alles her, was wir da morgen brauchen. Justus, noch besser war's ja. Wir taten auf die Knie zu unserer Mutter Gottes hinrutschen. Jetzt spinnst du aber total auf die Knie. Marei, überleg doch. Bei der Wallfahrt darf einfach nichts mehr schief gehen. Ich mein, die Jahre vergängen und... Ja, und jünger und schöner wärst du. Ich mein, wär mir nimmer. Genau. Und deswegen darf diese Wallfahrt kein Spaziergang sein. Na, das muss ein richtiger Opfergang werden. Da muss man richtig leiden, verstehst? Wenn ich 5 Stunden lang nichts zum Essen kriege, dann wird das schon ein Opfergang. Mein Gott, dann mache ich die Wallfahrt heute allein. Fahr den Nocken. Naja, ohne die habe ich sowieso die besseren Chancen als mit dir im Schlepptau.
Butterfei ja nicht gescheit. Nix, haha. Wirst das noch schon sehen. Gut. Was ist denn heute? Ah, ich weiß schon. Heute gibt's ja Erbsensuppen und sonst nix. Basta. Jesus, da fällt mir ja ein, wir kannten doch die Erbsen in die Schuhe rein tun. Wieso in die Schuhe? Aber du magst das Suppen. Denk doch du nicht dauernd ans Essen. Na, wenn du 20 Kilometer mit Erbsen in die Schuhe laufst, dann hast du alle deine Sünden abbürst. Und die heilige Mutter Maria hat bestimmt ein Einsehen mit uns. Also so ein Schmarrn. Da sind wir noch kaum zur Hof, denn haben wir schon Erbsenbrei in die Schuhe. Nicht kochte, dummes Luder. Mit trockneten Erbsen müssen wir natürlich hatschen. Ei, und wenn dann unsere heilige Jungfrau kein Mitleid mit uns hat, dann hilft gar nichts mehr. Ihr seid immer zum Reden, du spinnst ja. Die Schnapsidee mit den Erbsen die ist ja schon ein bisschen übertrieben. Da muss man ja Angst haben, dass man ausgelacht wird. Ja, von wem denn? Ja, von der heiligen Jungfrau Maria. Geh mal rein, du Botsch, sag einmal. Merkst jetzt du wirklich dein ganzes Leben mit mir da herum in dem alten Sach da verbringen? Nein. Aber kann man jetzt die Erbsen nicht vorher ein bisschen weich kochen? Nix da. Sei froh, dass ich dich nicht auf die Knie hinrutschen lasse. Das ist jetzt aber ungerecht, gell? In deine hast du viel weniger rein, wie in meine. Das ist doch wurscht. Der peinigende Effekt bleibt doch immer der gleiche. Nimm für viel kein Heftpflaster mit, gell? Was meinst du, was wir da für Blasen an die Füße kriegen? Mei. Könnte so eine Schinderei werden. Ja, was isst man dann jetzt Mittag? Oh, wir könnten ja gleich heute zum Fasten anfangen. War dann gerade die richtige Einstimmung für morgen. Freilich, sonst nichts mehr. Haha, heute schlag ich mir nur so richtig am Bauch voll. Ja, aber mit was? Die Erbsen sind ja in die Schuhe drin. So, da werden jetzt wir mal ein bisschen den Recht aufteilen da, gell? So geht's ja auch nicht. So. Und so bleibt es jetzt. Mei, du bist halt einfach willensschwach. Ich hab aber nicht gewusst, dass ich die Stärkere bin von uns zwei. Ja, deswegen hast du auch keinen Mann gekriegt. Ätsch. Klopft hat's. Wer kann denn das sein? Ja, mach auf, dann weißt das. Ah! Hilfe! Was ist denn? Ein Mannsbild. Den schickt uns die heilige Jungfrau Maria. Das ist ein Fingerzeig. Wie schaut er denn aus? Jung, fesch. Dann ist er für mich. Sie wünschen? Grüß Gott, Madame. Also das ist einmal eine nette Begrüßung. Bevor man dann Schnaufer sagen kann, wird ihm schon die Tür vor der Nase zugehauen. Nein, Sie müssen schon entschuldigen. Das ist ja nur, weil ich so erschrocken bin. Ja, warum denn der Schrocker? Da schaue ich denn so wild aus. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ja das, weil ich so erschrocken bin. Ja, es ist ja auch nur, weil wir so selten einen Besuch kriegen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wollt ihr denn vielleicht ein bisschen hersitzen da? Gern, wenn es erlaubt ist. Ich will aber die Damen auf keinen Fall stören. Na, sie stören doch nicht. Wo wir doch auf sie gewartet haben. Auf mich? Red doch du nicht immer so einen Kaster her. Außerdem ist der voll zu jung. Na, auf den Postboten haben wir gewartet, ja. Der redet aber du einen Kaster her. Wer soll nun schreiben? Geh zu und tu die waschen. Das hätte ich jetzt bald vergessen, gell? Ich muss ja die Wäsche muss ich nur aufhängen, ja. Aber ich bin gleich wieder da, gell? Ja, gleich. Ja, ich hab mir ja noch gar nicht vorgestellt. Simsatoni heiß ich. Ich war jetzt ein paar Jahre lang in Niederbayern im Dienst und naja, und jetzt hat's mich wieder heimgezogen in meine Berg. Ja, bei uns ist schön, gell? Ja, das merkt man halt erst, wenn's einmal mal ein paar Jahre lang einen frischen Wind um die Nasen geweht hat. Ja, aber bevor ich jetzt wieder heimgehe auf den elterlichen Hof. Da warten sie bestimmt schon auf die, Sie. Was zu trinken?
Gern? Ja, aber das glaube ich jetzt wieder weniger, dass sie daheim warten. Ich mein, da sitzt schon mein älterer Bruder drauf. Ja, man denkt, ich kann eine Zeit lang auf einen anderen Hof noch ein bisschen hinlangen. Kann sie ein kräftiges Mannsbild brauchen? Ja, notwendig. Dann kann der vielleicht da bleiben. Ja, aber nur zum Arbeiten, natürlich. Natürlich bloß zum Arbeiten. Oder was haben Sie gemeint? Nein, nix. Was soll ich schon morgen, gell? Mein Gott, dass Sie ausgerechnet bei uns da Halt machen? Ja, mei. Ich bin halt ein bisschen in die Berge rumgeraxelt, so ohne festes Ziel. Ja, und da bin ich da auf den Hof vorbeigekommen und habe mir auf den kleinen Anwesen mal ein bisschen umgeschaut. Also, ich will ja nicht gerade sagen, dass das Anwesen runtergekommen ist, aber ein bisschen ein Schwung darf halt schon reinkommen. Hab ich recht? Ja, also ich meine ja gerade du, Sie sind uns vom Himmel runtergefallen. Wissen Sie, Toni, wir sind halt zwei so alleinstehende Schwestern. Und die schwere Arbeit, die fällt uns halt auch nicht mehr so leicht. Und da kann man so ein Mannsbild, das uns ab und zu mal so zur Hand geht, notwendig brauchen. Hab ich doch einen richtigen Riecher gehabt. Ja, aber habt ihr denn irgendwie Männer gehabt? Na, ihr seid doch nur so fesche Weiberleid. Wirklich? Ja. Nein, die sagen sie jetzt bloß so. Ich mein, es ist halt nie der richtige Kummer, gell? Naja, jetzt bin ja ich da. Ja, jetzt bist du da. Oh, hoppala. Ja, ich mach mir auch gleich an die Arbeit. Ja, am Dach fallen ein paar Schindeln, das Gatter am Tor hängt ganz schief in die Angeln. Da fällt's an allen Ecken und Enden. Prost! Prost! Mei, so ein Glück, dass Sie ausgerechnet bei uns da bleiben, bei zwei so alten Weiber. Erstens seid ihr noch keine alten Weiber, aber ich habe den Verdacht, Sie wollen jetzt bloß ein Kompliment hören. Genau. Zweitens bleib ich ja nicht ewig, sondern nur so lang, bis das Ganze da wieder ein bisschen in Schuss ist. Und drittens, Ja? ich bin immer am liebsten da, wo meine Hilfe nötig ist. Ja, und daheim, da wird ja keiner auf meine Hilfe warten. Und viertens, wegen am Lohn, da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Naja, ich will nicht viel. Und fünftens darf ich sagen, du bist jetzt für uns der Toni und ich bin die Agnes. Gern? Und ich, Toni, ja, was ist denn mit dir los? Also so eine Begrüßung habe ich nicht immer, dass man sich wegen mir gleich in Sonntagsstaat wirft. Ja, ich lege eben sehr viel Wert auf mein Äußeres. Dass ich nicht lach. Der Toni bleibt jetzt eine Zeit lang bei uns. Hab ich schon gehört? Hast wieder gekocht? Der muss ich schon. Sonst erfahre ich ja nichts. Also ihr seid zwar wirklich nette Damen. Ich glaube, ich bleib da, bis wir wieder rausschmeißt. Was gehört? Damen sagt er eure? Nein, gar nie nicht. Rausschmeißen wir nicht. Sei doch du nicht immer so direkt und auffallend. Also, Toni, ich zeig dir jetzt einmal deine Kammer, gell? Das heißt, wir haben da ein Problem. Ja, wir müssen nämlich morgen verreisen. Also ja, weil wir machen nämlich morgen eine... Au! Eine Wanderung machen wir mit dem Gebirgstrachtenverein, ja. Ja, und das haben jetzt mir schon zugesagt und da kann man natürlich schlecht wieder absagen. Ich mein, das gehört sich doch nicht. Ja, wegen mir könnt ihr die Wanderung ruhig machen. Ja, die Bauernarbeit, die kann ich. Oder habt ihr kein Vertrauen zu mir? Ach, gar nie! Ich mein, natürlich haben wir ein Vertrauen zu dir. Es ist ja nur, weil wir dich heute schon wieder allein lassen müssen, gell? Also in einer Beschäftigung fällt's mir bestimmt nicht. Ja, und das Scherzerl Brot werde ich dann schon noch finden. Ja, meine Schwester kocht halt nur eine ganz gute Erbsensuppe. Die sind doch in die Schuhe, Schaffi. Nein, der Speis draußen, da haben wir noch gereichert, gell? Da kannst du dann was runterschneiden. Ja, Toni, dann zeig ich dir jetzt deine Kammer. Gib's gleich mit mir mit, gell? So. Jesus. Da kannst du doch gleich aus der Haut fahren. Konnte in der nicht 25 Jahre früher kommen. Jetzt, wo ich schon fast verblüht bin, schleibt mir so ein Beutel von einem Mannsbild ins Haus. Ich kann mir noch ein bisschen was restaurieren. Also, jede alte Hitten kannst du aufmöbeln und bei uns darf das nicht gehen. Ja, ich werde einmal mit dem Apotheker reden. Vielleicht gibt es irgendein Säul, wo man das Ganze ein bisschen zuspachteln kann. Was schaust denn du da in den Spiegel?
Meinst du vielleicht, dass du dadurch schöner wirst, ha? Du, und red einmal du nicht so tappig daher, sonst kriegt uns der am Ende noch Angst und wie schneller wieder fort, wie wir schauen können. Der darf auf keinen Fall den Eindruck haben, dass wir was von ihm wollen, verstehst? Aber wollen wir nix? Also, Marei, meinst du, dass der eine von uns anschaut? So ein junger Grashupfer, der nur dazu so fest ist, dass er an jedem Finger Zähne haben kann. Mich hat er angeschaut, gell? Ja, wenn du ausschaust wie ein Pfingstochs. Ja, du, jetzt braucht er nur gar nicht zum Wallfahrten gehen. Jetzt ist ja einer da. Ja, das darf da so passen, gell? Erstens ist der Toni viel zu jung, Aber viel zu jung. Zweitens ist der zum Arbeiten da und sonst zu gar nichts. Und drittens, aber brauchen wir, wenn schon, zwei. Verstehst? du kannst ja zum Wallfahrten gehen. So einen alten Krauderer, das bei den Wallfahrten umeinander laufen mag ich sowieso nicht. Und was mich betrifft, in der Apotheke gibt es halt so gute Mittel, wo man sich von Grund auf auffrischen und verjüngen kann. So viel Mittel gibt's in keiner Apotheke, dass eine von uns zwei zum Toni passen darf. Also was das, Marei, ein bisschen mehr Verstand hätte der Fall schon zutraut. Führst du ja auf, ist eine damische, verliebte Gans. Du, erstens mal bin ich nicht verliebt, gell? Und damit bin ich schon gleich gar nicht. Auf alle Fälle wär ich allweil lieb und freundlich zu ihm sein. Wer weiß. Obwohl, so Unrecht hast du eigentlich gar nicht, gell? Ich mein, so schier schauen wir eigentlich gar nicht aus. Sag ich doch. Ein bisschen Rouge kann vielleicht nicht schaden. Ja. Es ist ja bloß, damit man sich pflegt, gell? So geht doch. Ja, und der Toni soll nicht den Eindruck haben, dass wir da keinen Lebensstil nicht hätten. Genau. Ja, und ich mein, viele Mannsbrüder wollen ja reife Frauen, nicht? Ja, aber keine Überreifen. Was hat jetzt so ein junges, unerfahrenes Ding einem Mannsbild schon zu bieten? Weil wir schon so viel Erfahrung haben, gell? Da ist ein Schmarrn. Der Nächste. 20 Jahre warten wir auf einen und heute taten sie uns die Tür einrennen. Darf man stören? Du Mistbur schon wieder. Gib mir sofort mein 50er wieder. Das ist schon fort. Der Meister lässt fragen, ob wir ein paar Zwetschgen von einem Zwetschgenbaum für ein Blech Zwetschgendatsche haben könnten, weil in die Zwetschgen von unserem Zwetschgenbaum ist nämlich in jeder Zwetschgen ein Wurm drin. Wie oft hat jetzt der Zwetschgen gesagt? Ja, da kommst du ausgerechnet zu uns. Ja, weil mein Meister meint, dass ihr zwei einschichtigen Weiberleut gar nicht so viel Zwetschgen essen könnt, wie an eurem Zwetschgenbaum. Drohhingen. Und dann meint er nur, müsst wir euch ein wenig unterstützen, weil er weiß ja nicht umsonst. Ah, da schau her, wie menschenfreundlich, gell? Gut, prob dir dein Kerbel runter und morgen bringst du um 4 Säbeln mehr mit. Hast du mich verstanden? Mei, seid ihr verfressen. Du nicht schon wieder so frech werden, gell? Wer als Lehrbuch frech war, der bleibt da als Gesell frech. Und wenn ich erst Meister bin, dann lasse ich mir gar nichts mehr gefallen. Und seid doch einmal ehrlich. Wenn ich so ein kreuzbraver Jüngling war, das war doch stinkfad, stimmt's? Für mich bleibst du immer ein Lausbur, ein Rotzfrecher. Ja, ich möchte auch jeden Tag eine Wut auf den Lackel haben, aber es gelingt mir einfach nicht. Da sieht sie selber. Ich bring wenigstens nur Sonne und Heiterkeit in eure einsamen alten Tag. Aber ehrlich, die Semen isst doch nicht alle allein. Habt's einen Besuch? Seid du einmal nicht immer so neugierig und jetzt schuldig, gell? Hab ich's doch gewusst, dass ihr einen Besuch habt. Aber da komm ich euch schon noch dahinter, wer das ist. So klar. Was ich noch sagen wollte. Zuckrig schaut's aus, Freien Mare. Gell? Mit dem neckischen Zweigerl in die Haar. Einfach zuckrig. Wie ein altbackene Semi mit einem Honig drauf. Altbahnes Semmel. Siehst du das? Sogar der Bub merkt es. Aber du musst dir aufkackeln wie so alte Fregatten. Sofort ziehst du dir wieder was Anständiges an. Ja, hab ich doch. Sonst sagst du aber, ich soll ein bisschen auf mich schauen, jetzt tust, jetzt ist auch wieder nicht recht. Von einem goldenen Mittelweg hast du wohl noch nie was gehört, ha? So, die Damen. Hab in meiner Kammer schon häuslich niedergelassen. Und? Soll ich gleich mit der Arbeit anfangen? Oder habt ihr vielleicht noch ein bisschen was zum Essen für einen hungrigen Wanderburschen? Freilich, Toni, haben wir was breit. Da sitzt die her, schau, da kriegst doch du was zum Essen. Glaubst das? Du hast überhaupt keinen Anstand nicht. Man legt doch ein Tischtuch auf, wenn man einen Gast hat. Geh, Toni,
Toni kann doch nicht auf dem nackten Tisch essen. Sonst noch was, ha? Der Toni ist weder ein Gast, der arbeitet nämlich bei uns, noch ein Fürst. Und der Tischtuch kommt bei uns nur am Sonntag auf den Tisch und sonst nicht. Bastard! Aber wenn Nein, jetzt kriegt euch doch nicht in die Haare, ihr zwei. Ja, mir ist doch wichtig, was auf dem Bredel ist und nicht drunter. Was ich immer sag, du hast überhaupt keinen Lebensstil. Also ich bring Ihnen jetzt das Geräuchertes, gell, Toni? Toni, merkst du was? Meine Schwester wird vornehm. Was, sie hat nämlich einmal in ihren jungen Jahren, also ich meine, das ist ja bei der schon eine Ewigkeit her, gell? Da hat sie einmal einen aus der Stadt bussiert. Du, der hat vielleicht gesponnen. Und sie damit erst gar nicht mehr richtig Dehutz können. Und jetzt bricht halt ab und zu noch was von dieser vornehmen Art bei ihr durch. Oder was sie sich halt drunter vorstellt. Ja, das ist doch nett. Also ich muss sagen, mir gefällt's da bei euch. Ja? Also, obwohl mich das schon ein bisschen wundert, gell? Weil zwei so alte, verschrobene Jungfrauen. Man soll nicht immer von sich auf andere schließen, gell? Ich fühle mich weder alt noch verschroben. Jetzt schau her, Toni. Jetzt lass das schmecken, gell? Dankeschön. Man soll ja nicht glauben, wie eine Stunde einen Menschen verändern kann, gell? Du, Toni, was ich noch sagen wollte... Oh, ist mir schlecht. Oh, ich stirb gleich. Was ist denn dir los? Na, eure Zwetschgen sind vergiftet. Oh, Krampf hab ich, das her nicht mehr geht. Hast wieder 5 Pfund auf einmal gegessen, hab ich jetzt mal? Mindestens. Oh, gleich ist vorbei. Ich kann halt nicht mehr in der Backstube stehen. Das überlebe ich nicht. Glaubst du, das ein paar Mal im Jahr aber mit dem Kerl das Theater? Zuerst mit den Johannisbeeren, dann mit den Stachelbeeren und zuletzt dann mit den Zwetschgen. Ja, aber die Zwetschgen drucken am meisten. Oh, diese fürchterlichen, unsagbaren Qualen. Ich brauche jetzt dringend einen Schnaps. Du brauchst ein paar hinter die Löffel, gell? Du legst dich jetzt aufs Sofa, dann wird's gleich wieder besser. Hab ich doch gewusst, dass ihr Besuch habt. Jesus, und der frisst der Reichert's. Da werden wir ja noch viel schlechter. Ja, freilich. Und der Meister wartet dabei auf das Kerbel mit den Zwetschgen. Da sind eh keine drin. Hast die alle allein gefressen, gegessen? Dann sollst du dich reißen. Aber Fräulein Agnes, jetzt seid doch nicht so herzlos zu den armen Burschen. Na, die ist von Geburt an so. Was? Du sag einmal, nur nicht trocken hinter die Ohren waschen und so freche Reden führen, ha? Wenn ich jetzt dann gleich gestorben bin, dann wird's euch in der Seele leid, dass ihr so grausam wart zum armen, hilflos leidenden Bäcker gesehen. Oh, gleich ist vorbei. Nur noch ein paar Schnapperer, dann ist's aus. Lebet wohl. Du, der trat vielleicht auf. Vielleicht geht's ihm wirklich so schlecht. Marei, du fällst also wieder auf den Rhein. Ja, aber Hoppala, was haben wir denn da? Warum sind denn da Erbsen in die Schuhe drin, hä? hast du die kleine Schuhe her, ha? Hast du jetzt mit dem Saublecken Einfall? Ich kombiniere messerscharf. Die Prinzessinnen auf den Erbsen. Du gleich fangst du nicht, gell? Ist euch da das Backerl ausgekommen? Da fällt mir ja gerade was ganz Gutes ein. Du sag einmal, ist dir auf einmal nimmer schlecht, ha? Das ist jetzt ganz komisch. Die Krämpfe haben sich doch jetzt tatsächlich schlagartig verzogen. Aha, hoffentlich verzirkst du jetzt dann auch gleich schlagartig. Na, das muss ich nur unbedingt verzeihen, was mir da eingefallen ist. Das haben wir aber gar nicht neugierig drauf und jetzt verschwindet. Nein. Das ist aber hochinteressant, glaubt's mir's. Also, meine Mama hat mir verzeiht, als sie noch jung war, da hat sie mal eine Wallfahrt gemacht, dass sie einen Hochzeiter kriegt. Und da hat sie sich doch tatsächlich Erbsen in die Schuhe rein. Ist das nicht lustig, ha? Ich lach mich gleich tot. Das musst jetzt davor. Sei doch du am Start. Du schreibst dir jetzt. Nein. Das muss ich nur unbedingt verzeihen, was mir da eingefallen ist. Das ist ein Mordsgaudi. Also, der Hochzeiter, der ist dann gekommen. Das war mein Papa. Aber meine Mama sagt immer wieder, so schwer ist ihr im ganzen Leben nichts im Mungling wie diese Erbsen. Schneiden den du lass dich auch überblicken. Na, erst morgen wieder, wenn ich die Semen bringe. Passt's nur gerade auf, dass euch die Wallfahrtserbsen nicht auch ein Leben lang drucken.
Das war die letzte Wallfahrt in meinem Leben, die ich gemacht habe, das schwöre ich dir. Das hast du mir jetzt gestern den ganzen Tag und heute die ganze Nacht erzählt. Das werde ich dir auch noch ein paar Wochen erzählen. So eine schnapsige Erbsen in die Schuhe. Ja, jetzt hör mal auf mit dem Gejammer. Ich glaube, ich lasse mir die Füße heute den ganzen Tag im Wasser hängen. Ja, freilich. Wenn so Toni sieht, dass er was zum Lachen hat. Aber gell, jetzt jammerst du auch. Wieso? Was gab's denn da zum Lachen? Nach einer anstrengenden Wanderung, der mit einem Bull noch mal die Füße brennen darf, oder? Meinst du, der ist aufs Hirn gefallen? Nach der Meldung, die der Simmer loslassen hat, weiß doch der ganz genau, was los ist. Und alles war umsonst. Alles! Kein einziges brauchbares Mannsbild. Was ich immer sag, die Guten sind alle verheiratet und was in unserem Alter noch rumläuft, ist Ausschuss. Die Geschichte mit dem einer da, mit dem Zeiselberger Ambrus, so gut anlassen. Wir haben uns so großartig unterhalten. Ja, bis er ans Zahlen gegangen ist. Dann ist er ohne sein Zech zum Zahlen auf und davon. Ein feiner Mensch. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Er hat mir aber von seinem Anwesen erzählt und dass er Witwer ist und dass er aber so allein ist und einsam und immer hat er gesagt, Fräulein Marei, gern Sie essen und trinken, was Sie wollen. Und tun Sie Ihnen bestellen, nach was Ihnen gelüstet. Hat er immer gesagt. Ja, sehr großzügig, weil er genau gewusst hat, dass du hinterher alles zahlst. Darum hat er sich auch noch am Bauch vollgeschlagen. Ich verstehe das nicht. Die Hand hat er mir gehalten und druckt hat er so fest schon. Und in die Augen hat er mir geschaut, so tief schon. Ja, und dabei genau überlegt, ob du da nur Geld dabei hast, gell? Red doch du nicht andauernd vom Geld, glaubst du das? Aber vom Gefühl hast du sowieso keine Ahnung. Also, der Blick, der war echt, das lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt hör doch einmal auf. Billigen Tag hat er sich gemacht. Sonst nix. Ja, nein, er hat sich nur für ein paar Minuten entschuldigt. Er hat gesagt, Fräulein Marei, ich bin gleich wieder da, hat er gesagt. Und dann ist er Richtung Heisel davon. Auf und davon, meinst du? Jetzt siehst halt schon mal ein. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Mein Gott. Und wir warten eine Dreiviertelstunde auf den sauberen Herrn Heiselberger. Bis dir nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als dass du alles selber zahlst. Mein Gott, wir Deppen sind da gesessen. Hast du das unverschämte Grinsen von der Kellnerin gesehen? Wie viel hast du denn überhaupt gezahlt? Über 12 Mark habe ich gezahlt. Aber das war mir ja wurscht, wie ich nur gerade wieder gekommen war. Ausgeschämt, Mannsbild, ausgeschämt. Und zuerst anschauen, dass er das Herz gleich der Seele dreimal umdreht und dann mit einer Zech von 2 Leberkäse, einem Schweinsbraten und 5 Maß Bier hochgelassen. Von den Blasen an die Füße mag ich ja gar nicht reden. Wirklich ein voller Erfolg, die Wallfahrt. Ja, jetzt hör halt einmal auf mit dem Gemoser. Bist du selber mit der Hoffnung hintrappt, dass die heilige Jungfrau unsere Gebete nochmal erhört? Ich bin auf alle Fälle heute Nacht zu der Überzeugung gekommen, dass ich mein Alter in seelischem Frieden und Keuschheit verbringen werde. So, und somit ist das Thema Wallfahrt für mich erledigt. Ausgestorben. Hast recht, wir brauchen keine Mannsbrüder mehr. Ach ja. Ach ja. Kannst halt nichts machen, gell? Wenn du dir jetzt überlegst, bis man sich an so ein Mannsbild erst einmal gewöhnt hat. Na, lieber nicht. Ja, gewöhnen kann ich mich schon, aber kannst halt nichts machen, gell? Jetzt reden wir von was anderem und kochen wir einen Kaffee. Mit dem Wasser? Alter Moll. Also, Plötzlich. Hat aber ganz so hergeschaut, gell? Glaubst du, die Wallfahrt, die hat mich ganz durcheinander gebracht. Und so tief hat er mir in die Augen geschaut. Mit dem Beitel setzt du direkt, wenn ich dran denke. Aber ich denke nicht mehr dran. Nein, ich denke nicht mehr dran. Die Hand hat er mir gedrückt. So fest schon. Und die schöne Stimme, die er gehabt hat. So warm und
und so tief. Aber ich denk nicht mehr drauf. Nein. Aus und Schluss. Guten Morgen, Marei. Gestern haben wir uns ja gar nicht mehr gesehen. Hat die Wanderung so lang gedauert? Grüß dich, Toni. Bist aber schon fleißig gewesen heute, ha? Ja, weißt schon, gestern auf Nacht, da waren wir ein bisschen der Bresel. Ja, wir sind halt das lange Gehen nicht mehr so gewohnt, gell? Jetzt, sitzt dich hin. Jetzt magst du erst einmal Brotzeit. Magst du wieder einen Kaffee und ein Greichertz, gell? Gern. Allerweil, wenn ich eins krieg. Freilich kriegst du das. Und wenn meine Schwester Agnes wecken darf, macht er nichts draus. Wenn ich sag, du kriegst ein Greichertz, dann kriegst du auch eins. Geh, Toni. Also so bin ich schon lange nicht mehr verwöhnt worden. Das musst du merken. Wenn auch wir zwei späte Jungfern sind. Deswegen wissen wir ganz genau, wie man ein Mannsbild verwöhnt. Ah, und falls du irgendeinen Wunsch hast, einen speziellen, wegen dem Essen meine ich jetzt, gell? Dann kommst du einfach zu mir und nicht zu meiner Schwester. Gern, aber im Vertrauen. Die Agnes hat mir schon das gleiche Angebot gemacht mit genau denselben Worten. Ach, so eine falsche Hexe. Aber derer werde ich was verzeihen. Nein, jetzt seid doch bitte schön friedlich. Also wenn ich merke, dass ihr euch da einen Unfrieden reintragt in das Haus, dann geh ich lieber wieder. Na, Toni, das darfst du nicht. Du weißt ja gar nicht, was das für uns bedeutet, dass du da bist. Ja, dass wir endlich mal ein anderes Gesicht sehen, als wir bloß immer unser eigens. Ah, von meinem Gesicht sagst du nichts, ha? Aber natürlich. So ein unbedeutender Bäcker gesehen wird von euch nicht einmal als männliches Wesen registriert. Das werd ich mir merken. Sag mal, du Lausbart, du Nixiger. Kehrt sich das am fremde Fenster, horcher, ha? Erstens hab ich nicht gehorcht. Ich hab nur in aller Ruhe abgewartet, bis euer inniger Gedankenaustausch beendet war. Und zweitens, da sind die Semin. Erstens einmal bist du heute schon wieder zu spät dran. Und zweitens werde ich bei Gelegenheit deinem Meister mal erzählen, was für ein verdorbenes Früchterl du bist, gell? Ah, das schaut mir gar nichts. Der weiß nämlich, was er an mir hat. Und verdorben wird man erst durch euch. Nein. Was man da alles zu hören kriegt, einen recht guten Appetit wünsche ich. Was sagst du denn zu so einem Schlawiner, ha? Ein richtiger Lauser ist er. Aber nicht. Die Marei, du brauchst doch nichts denken. Na, denkt da nichts, Marei. Ich werde sicher nichts weiter erzählen von einem innigen Täter-Tee. Trau dir du ja nicht mehr her, du, gell? Sonst wacke dich bei deinen Löffeln, du Brötchensalzer, du. Was ist denn da für ein Geschrei? Ja, guten Morgen, Toni. Hast gut geschlafen? Du hast ja noch gar kein Brot und kein Butter. Und dann Kaffee oder auch noch nicht. Gut, hab ich geschlafen. Ja und? Hast draußen schon ein bisschen rumgeschaut, Agnes? Freilich hab ich's gesehen. Sauber hast du's wieder zusammengeflickt, das Gatter, gell? Aber du fei ein bisschen langsam. Sonst bist du ja so schnell fertig mit der Arbeit. Mei, es ist halt ganz was anderes, wenn man einen Mannsbild im Haus hat, gell? Langt dir die Milch oder möchtest du noch mehr? Der konnte doch sein Milch selber in den Kaffee rein tun. Er ist ja kein kleiner Bub mehr. Toni, magst jetzt du auf der Semmel eine Marmelade? Oder magst du lieber einen Honig? Brauchst du das bloß sagen, gell? Der Toni wird schon sagen, wenn er was braucht. Musst ihm doch nicht immer alles vorn und hinten reinschirmen. Du lässt ihm doch keine Ruhe nicht. Du darfst das ja mehr am liebsten noch vorkauen. Direkt lästig bist du. Wenn ich am Toni lästig bin, dann wird es mir schon sagen, gell? Und außerdem hat er auch noch ein Greichertz. Der mag deine pappsüße Marmelade gar nicht. Also, bis ihr euch jetzt einig seid, was ihr jetzt kriegt, dabei darf ich doch meinen Kaffee trinken, oder? Aber freilich, Toni. Sag einmal, kannst du nicht aufpassen? Tu doch du mal deine Finger weg, wenn du siehst, dass ich hinlang. Ich hab am Tonis Frühstück hergekriegt, gell? Und ich habe ihm einen Kaffee gebracht, also lass du deine Finger weg. Also wenn ich jetzt... Nur eine Frage. Hä? Bitte? Soll das jetzt jeden Tag so weitergehen? Sonst bin ich bald wieder fort. Ich mag nämlich keinen Unfrieden in das Haus reintragen. Der hab ich ja noch nie einen Frieden gehabt. Dir ist ja kein Frieden zum Halten. Alte Beißzange, alte. Mahlzeit, die Damen. Jetzt ist mir der Appetit vergangen. Wer ist jetzt das?
Ja, woher soll ich das wissen? Soll ich vielleicht einmal aufmachen? Man kann ja mal schauen, wer draußen ist. Nein, als die aufmachen, ist aber nur unsere Sache, gell? Grüß Gott, beieinander. Darf ich reinkommen? Ja, wer bist jetzt du? Mir geben fein nix, gell? Nein, weil wir haben nämlich selber nichts. Ich will ja auch nichts. Ich hätte eine Bitte. Das heißt, fragen wollte ich. Aha, bedelt's doch, gell? Man möchte es ja nicht glauben, jetzt kommen wir schon bis zu uns auf. Nein, betteln tue ich nicht. Bei niemandem. Ich wollte ja bloß was fragen. Aber wenn das so ist, dann gehe ich wieder. Jetzt lass doch das Madel erst einmal reden, was da zu euch überhaupt raufführt. Also gut, dann bleib kurz da und red. Und du, Toni, du riechst jetzt einmal das Gatter in den Hühnerstall, gell? Dass die Luder nicht dauernd rausschlupfen. Ist schon recht. Und seid nicht so grob zu dem Madel. Was? Hast du jetzt die Rede verschlagen? Wieso kommst jetzt du ausgerechnet zu uns? Ich meine, du bist doch sicher mit irgendeiner Absicht darauf gekommen. Bin ich auch. Ihr seid doch die Birnstingel, Agnes und Marei. Ja, kennst du uns? Kennen tue ich euch eigentlich nicht. Aber ihr müsst mich noch kennen. Ich bin die Leni. Leni? Kennst du eine Leni, Marei? Na, die Mountsinger Leni. Sagt euch das gar nichts? Mountsinger? Mountsinger! Freilich, so hat doch unsere Schwester Dresel als verheiratete geheißen. Ja, genau. Und ich bin die Tochter von der Resi. Also euer Nichte. Du bist der Resi, ihr Dächtel, die Leni. Ja, mein Gott, Madel. Ja, wie wir das letzte Mal gesehen haben, da warst du noch so ein kleines Butzele. Ja, was führt denn dich zu uns darauf? Ja, was? So eine Freude. Und gewachsen bist du. Ja. Soll es vielleicht nicht gewachsen sein, die letzten 20 Jahre. Aber sag einmal, warum hat denn dein Vater all die Jahre nichts mehr von sich hören lassen? Oh, der Lackel, der Geschirrli. Das tut mir leid, aber das kann ich euch auch nicht sagen. Er hat immer nur gemeint, auf die bucklige Verwandtschaft ist pfiffen. Da schau her. Da meint der saubere Herr Mountsinger, dass er was Besseres ist. Aber ehrlich gesagt, wir waren auch nicht neugierig auf so eine verwandtschaftliche Beziehung zu hören. Genau. Die hätten wir natürlich schon gerne mal öfter gesehen. Jetzt sagt's mir. Das freut uns auch, dass du uns besuchst. Aber warum bist du überhaupt gekommen? Oder fällt da was? Geh, was soll ich denn fehlen? Schaut doch gut sauber und gesund aus, das Mädel. Na, wolltest du gewiss einmal deine alten Tanten wieder besuchen? Ha? Ja, das auch. Magst du einen Kaffee? Gern. Ja, sag einmal, weiß dein Vater, dass du da bist? Oder gehst du gleich wieder heim? Na, heim geh ich nimmer. Aha. Ja, dann trinkst du jetzt erst einmal einen Kaffee, gell? Ja, und dann redst, Madel, gell? Weil riechen können wir nicht, was mit dir los ist. Dr. Schee. Ja, ihr müsst wissen, mein Vater, das ist ja wirklich ein guter Mensch. Aber jetzt ist halt was passiert. Wie soll ich sagen? Dann seid ihr mir eingefallen. Die Mutter, die hat mir ja oft gesagt, Madel, wenn du mal irgendwie in Not bist, dann gehst du zu meinen 2 Schwestern. Die lassen die nicht im Stich. Ja, und da bin ich. Aha. Ja, und bist du jetzt in Not? Kann man so sagen. Aha. Und jetzt hast du sozusagen Angst vor deinem Vater. Ja, das muss ja ein schöner Hammer sein. Ist er nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich hab mir halt gedacht, der Umstand. Versteht's mich denn nicht? Mir geht ja ein Licht auf. Marei, spannst denn du nix? Naja, also besonders lustig schaut's jetzt gerade nicht rein. Der Umstand. Umstand. Du meinst, Jesus, na, kriegst du, ich mein, bist du, sauber? Jetzt sowas. Und wer ist wieder schuld an dem ganzen Mannsbrüder? Und sowas hätten wir uns freiwillig aufgetan. Ja, da waren ja wir vielleicht da. Da können wir ja bloß unserem Herrgott danken, dass wir der Versuchung entkommen sind. Und gleich wieder eine Wahlfahrt machen. Ja, Madel, so schlimm das jetzt auch ist, aber was sollen jetzt wir da für die tun? Ich darf euch halt bitten, schickt's mich nicht wieder fort. Lasst's mir eine Zeit lang bei euch bleiben. Ich mache gern jede Arbeit.
schlaf im Stall da draußen, wenn's sein muss. Überall im Dorf habe ich nach euch gefragt und ich bin so froh, dass ich meine einzige Verwandtschaft gefunden habe. Mein Marei, hast du das gehört? Wir sind ja einzige Verwandtschaft. Aber Madel, du hast doch einen Vater. Ja, freilich. Aber das möchte ich mir jetzt nicht antun. Immer hat er gesagt, Madel, mach mir ja keine Schande nicht. Er hat immer so aufpasst auf mich. Aber halt doch nicht genug. Ja, aber wenn jetzt dein Vater gar nicht weiß, wo du bist, dann tust du ihm doch auch was so. Was macht man denn bloß, dass wir nichts falsch machen? Ja, und der Vater? Der Vater von dem Kind? Der ist auf und davon. Es ist fast wie in einem Witzbladel. Er hat gesagt, er holt nur schnell ein Zigarren und ein Kriegel Bier, dass wir das freudige Ereignis feiern können. Und das war vor 4 Monaten. Na, So ein Lump, so ein Schlechter. lass dir das saubere Madel sitzen, wo sie alle Finger abschlecken kann. Aber so sind's. Einer wie der andere. Aber dein Vater ist schon der Allerschlimmer. Ich meine, man jagt doch sein eigenes Fleisch und Blut nicht einfach aus dem Haus. Ich bin ja selber gegangen. Na, so schlimm ist er nicht. Das ist ja grad. Aber ich hab mir halt gedacht, wenn ich da bleiben kann, bis alles rum ist, dann sehe ich schon, was wird. Vielleicht mache ich ja erst einmal eine Wallfahrt. Kannst du schenken. Alles umsonst kannst du sparen. Mare, was machen wir denn jetzt? Ja, fortschicken können wir es jetzt nicht. Ja, aber die einzig gute Kammer hat der Toni ausgerechnet. Ja, dann muss ja der in die hintere Kammer gehen. Ja, aber Madel, wissen muss weil dein Vater schon, wo du bist. Na, der darf das nicht wissen. Jetzt noch nicht. Und du meinst, wenn du dann mit dem Kind heimkommst, dass er sich dann mehr freut? Oh mein, oh mein, oh mein. Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder, wenn es euch solche Umstände macht. Nichts da, du hockst dich jetzt da hin. Aber Wut hab ich vielleicht schon auf deinen Vater. Das muss ja ein richtiger Murhackel sein, ha? Du den, wenn ich mal zwischen die Finger krieg, gell? Glaubst du das? Nein. Also über 20 Jahre hausen wir zwei da anschichtig da herum und jetzt reden sie uns gleich die Tiere. Ja, jetzt beruhigst dich erst einmal, gell? Trinkst einen Kaffee, isst was und ich sag, dass der Toni umziehen muss. In der anderen Kammer, da steht ja auch noch ein altes Bett. Und ich lauf geschwind zu der Kramerin, gell? Mein armes Hausschal, armes. Bleib fest hier sitzen, gell? Ja, was soll's denn sonst tun? Meinst du, die läuft uns wieder davon? Wolltest du immer dein Gift verspritzen, ha? Ich danke euch heute recht schön. Weißt du was? Die Mara ist manchmal ein bisschen eine haarige, gell? Aber sie meint's nicht so. Denk dich nur immer an mich, wenn du was brauchst, gell? Weißt du, die Agnes ist halt ein bisschen eine haarige, gell? Aber sie meint's nicht so. Wenn's dir einfach immer an mich, wenn's was brauchst, gell? Ich glaube, bei euch wird's mir nicht schlecht gehen. Und das mit dem Vater, ja. Irgendwie wird sich schon alles lösen. Schmeckt's? Na, bleib doch sitzen. Du musst doch nicht gleich einen Tee rumbinden, wenn ich komme. Ja, der Schrocker bin ich halt, wenn du so von hinten anschleichst. Also irgendwas Furchtbares muss schon an mir sein, dass alle erschrecken, wenn sie mich sehen. Lass dich nicht rausbringen. Bleibst du länger da? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube schon. Aber ich glaube nicht, dass ich dir das sagen muss. Ja, darf ich trotzdem fragen, bist du verwandt mit der Agnes und mit dem Marei? Ja, bin ich. Aber ich hab's noch nie gesehen. Das heißt, da war ich noch ganz klar. Ah, so. Und jetzt machst du also einen Besuch? Ja, sowas Ähnliches. Wird jetzt dieser Verhör? Nein, schau. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Das steht mir überhaupt nicht zu, dass ich dir solche Fragen stelle. Da hast du schon recht. Ja, da kann ich dich ja lang suchen, wenn du da herin umeinander stehst. Toni, ich muss dich umquartieren. Ich brauch deine Kammer für die Leni. Ist mir schon recht? Ich kannte aber fein ein, das kleine Kammerl, Tante. Das war mir lieber. Was sonst noch was? Du bist unsere einzige Verwandtschaft. Und wenn du schon Zuflucht bei uns suchst, dann müssen wir auch schauen, dass du ordentlich untergebracht bist, gell? So, und? Habt ihr euch gut unterhalten? Wir haben uns gerade ein bisschen kennengelernt. Ja, das muss man doch, wenn man eine Zeit lang miteinander unter einem Dach haust.
Dann habt ihr euch jetzt gewiss so gut kennengelernt, dass ich der Leni jetzt die Kammer zeigen kann, gell? Dein Bett nehme ich auch gleich mit. Der Leni, gehst die zweite Treppen auf, da ist die zweite Tür links, gell? Ich komm gleich. Danke schön. So. Und wir schaffen jetzt auch gleich einmal klare Verhältnisse, gell? Ja, da bin ich schon auch dafür. Aber ich verstehe dich nicht. Du, ich bin nicht so alt und tappig, dass ich nicht merke, was da los ist. Die Augen, die du der Leni hinschmeißt, die sprechen Bände. Bände. Geht, dass ich nicht lach. Ich kenn doch die Leni gerade erst einmal ein paar Minuten. Ja, das kommt. Aha. Ja, dann weißt aber du mehr wie ich. Da unterhält man sich gerade einmal ein paar Minuten mit einem Madel und dann werden ihm da solche Sachen unterstellt. Also Sachen. Komm, reg dich nicht so künstlich auf. Ich wollte dir bloß sagen, dass ich nicht blind bin. Und noch was, gell? Das Haus ist, solange wir da herin leben, sauber blieben. Und das wird auch sauber bleiben. Hast du mich? Sauber sagst? Ja, das war aber wahrscheinlich kein persönlicher Verdienst, sondern eher Mangel an Gelegenheit. Ja. Mangel an Gelegenheit. Ja, das ist ja eine Frechheit. Eine Unverschämtheit ist das. Und dabei hat er noch recht. Das ist ja das, was mir am meisten stinkt. Stell dir vor, die Kramerin hat doch tatsächlich schon gewusst, dass die Leni bei uns da ist. Ja, und bei der Quadratratsche macht das sowieso gleich das ganze Dorf. Und stell dir du mal vor, die Leni ist kaum eine halbe Stunde im Haus, da trat er ihr schon schöne Augen hin. Ja, der Toni. Na, ja. Und dann wird er auch noch persönlich und beleidigend. Gegen die? Ja, gegen die schon auch. Und dann hat er gesagt, unser Haus wäre nur sauber geblieben aus Mangel an Gelegenheit. Wie sauber? Wir putzen doch irgendwo. Wer redet denn vom Putzen? Stell dich doch nicht so blöd. Ach, so meint der das. Ach, so was ausgeschaut. Naja, aber eigentlich hat er ja recht, ne? Das ist wurscht. Sowas sagt man nicht. Sowas kann man sich höchstenfalls denken, aber niemals sagen. Meine Güte. Jetzt haben wir ihn aufgenommen. Haben ihn rausgefordert, die Tag. Als halber die Greicherte hat er uns weggeputzt. Hinten und vorn haben wir ihm alles reingeschoben. Ah, das warst nur du, gell? Ja, du schon auch. Und dann traut er sich auch noch aufmüpfig werden. Aber lieb ist er trotzdem. Also warte mal, wie sich das Ganze da entwickelt, ne? Ja, da brauche ich gar nicht warten, was sich da entwickelt, das weiß ich so auch. Na, da macht man einmal eine Wallfahrt und dann kommt so ein Schlamassel raus. Wirst du sehen, die Leni wird eine Hochzeit kriegen und wir schauen wieder mit dem Overrohr ins Gebirg. Das brauchen doch wir gar nicht. Wir sitzen doch mittendrin im Gebirg. Reg mich du ja nicht auf. Jetzt schau ich, wo die Leni ist. Ja, und ich mach da herin weiter. Ja, glaubst du, so viel Aufregung an einem Tag, das schlagt ja gleich auf den Mond. Wer ist jetzt das? Ja, mach halt auf. Miteinander. Wollt's mich nicht reinlassen? Ja, gehen wir's heute rein? Aha. Sind wir wieder per Sie? Da kennt's mich nicht mehr. Wir können nicht an jeden kennen. Ja. Ich bin doch nicht jeder. Na schaut's mir mal an. Und da sehen wir schon was Gescheites. Jetzt wird's aber langsam Zeit. Obwohl, ich mein, wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. Was meinst denn du, Marei? Ja, das meine ich auch doch schon. Ja, ich bin's, der Theo. Der Maunzinger Theo von Reidelbach. Der Theo! Genau, der, jawohl, von Reidelbach. Der Resi, ihr Mann, besser gesagt, ihr Witwer, wenn man so sagen darf, nicht? Jesus! Der ist uns jetzt gerade angegangen. Aha, sie ist also da bei euch? Wen meinst du? Wer soll da sein? Wollen Sie ihn vielleicht ein bisschen ausrasten? Da sitzen Sie her. Wart nicht so scheinheilig jetzt war. Ich brauch mich nicht ausrasten, so alt bin ich noch nicht. Nicht? Nein. Wieso sind jetzt Sie schon... Nein, ich meine jetzt, wieso bist jetzt du schon da? Ich meine, so schnell, wie ist jetzt das möglich? Jetzt hockt man sauber drin. Hey, da schaut's. Die Leni, das dumme Dirndl gemeint, sie kann von ihrem Vater davonlaufen. Dabei bin ich immer hinter ihr her gewesen.
Sogar im gleichen Zug bin ich gefahren wie Sie und Sie hat's nicht gespannt. Aha. Und da bist du wohl jetzt noch recht stolz drauf, ha? Da brauchst du jetzt gar nichts einhalten, gell? Traurig nur, dass das eigene Fleisch und Blut von ihrem Vater davonlaufen muss. Das hätt's gar nicht gebraucht. Mit mir kann man immer und über alles reden, wenn's was zum Reden gibt. Anscheinend nicht. Und jetzt, Mounzinger, war's uns lieber, wenn's wieder geht, Arzt. Ja, das war uns sogar sehr lieber. Das glaub ich, das darf euch so passen, euch zwei, gell? Aber ihr zwei, ihr werdt's mir mein Recht als Vater nicht streitig machen. Wir wollen ja gar nicht streiten. Wir wollen ja bloß unsere Ruhe. Aber wenn du die da herin aufführst wie so ein Piffi, dann wirst du uns kennenlernen. Ja. Wir haben ein junges, kräftiges Mannsbild im Haus, gell? Mhm. Ja. Jungs, Mannsbild habt ihr im Haus. Und kräftig. Oh, kräftig auch noch. Da schau her. Schau ich so gefährlich aus? Na, eigentlich nicht. Eher harmlos. Ja. Harmlos! Das hat jetzt auch noch keiner gesagt, harmlos. Ja, was ist jetzt? Wollt ihr mir jetzt endlich einen Platz anbieten, oder was denn? Ja, nicht unbedingt. Ha? Na? Ja, eigentlich gar nicht. Wisst ihr was? Ich kenne mich schon aus. Da draußen ist also, das werden wir jetzt gleich haben. Das ist immer noch unser Haus, gell? Und wenn du nicht anständig aufführst, dann kannst du dich gleich wieder schleichen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Führ mich doch anständig auf, ich bin ganz ruhig. Ich möchte nur mit meiner Tochter reden. Aber sie nicht mit dir. Wer sagt das? Mir. Sie hat's gesagt. Und warum nachher nicht? Das wissen wir nicht, aber Sie werden schon wissen, warum. So, jetzt wird mir die ganze Sache zu blöd. Komm, geh mal her. Halt einmal und du gehst weg von der Tür. Lass du mich los, lass mich los. Lass du los, du hast die Bratze weg da von meiner Schwester. Ja, zwick dich doch du aufgestellter Mausdreck, du! Das wird sein Merkel jetzt mal. Der Mounzinger Tier von Reidelbach, der lässt sich von niemandem aufhalten. Von niemandem! Und schon gar nicht von uns allen Jungfern. Jetzt sag einmal, warum rennst du mir denn dauernd nach? Immer bis grad da, wo ich auch bin. Das ist Zufall. Ich mag das nicht. Merkst denn du das nicht? Freilich, so dumm bin ich auch wieder nicht, dass ich nicht merke, dass du mir ständig aus dem Weg gehst. Ja, aber vielleicht will ich es ja gar nicht merken. Ihr Mannsbrüder, ihr seid doch alle gleich. Und darum will ich auch von keinem Mannsbrüder mehr was wissen. Alle seid Hallo drin. Oh, also das darfst du jetzt nicht sagen. Es gibt schon noch ein paar ehrliche Burschen. Ja. Die ehrlichen Burschen. Die versprechen dir das Blaue vom Himmel. Und wenn sie dann das gekriegt haben, was sie wollen haben, dann haben sie das Versprechen auf einmal vergessen. Leni, sag einmal, was ist eigentlich passiert, dass du so warm bist? Ich bin, wie ich bin und ich will mir nicht rechtfertigen, warum ich so bin, wie ich jetzt bin. Versteh mich halt, Toni. Ich will einfach nur mal Ruhe haben. Gut, die sollst haben. Aber pass auf, dass dein Ruhebedürfnis nicht zu lang dauert. Es kann nämlich leicht sein, dass dir dann noch so geht wie die zwei alten Jungfern da. Das ist jetzt gemein. Na, Leni, das ist die Wahrheit. Aber eins möchte ich dir jetzt noch sagen. Ich laufe am Madel nicht lang noch. Nein, ich mein, das ist nicht verkehrt, wenn du dann Stolz hast. Ja, das gefällt mir an der Madel. Aber ich hab auch einen Stolz. Überleg dir das, Leni. Aber bitte nicht zu lang. Da brauche ich nicht lange überlegen. Es ist eben so, wie es ist und da kannst mir du auch nicht mehr helfen. Ja, wenn du dir nicht helfen lassen willst, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. Du musst nur wissen, dass du dich auf mich verlassen kannst. Und dass ich immer für dich da sein werde, wenn du mich brauchst. Aber ich hab das schon einmal gesagt. Die Liebe, die ich für dich empfinde, die musst du selber spüren. Ja, die Liebe spüren. Das sagt sie so leicht. Was wollt denn der Toni? Ach, nix.
Nix. Madel, meinst du, du hast keine Augen im Kopf? Leni, ich sag dir jetzt mal das eine. Recht ist mir das eigentlich nicht, wenn dir der Toni so schöne Augen hintrat. Aber andererseits, wenn ich es mir genau überlege, dann sage ich der Madel, einen besseren wie einen Toni kannst du eigentlich gar nicht finden. Schau, und dass es ehrlich mit dir meint, das weiß ich ganz gewiss. Das merke ich doch. Aber das ist ja gerade. Der verdient eine andere als wir mich. Eine, die nicht schon... Weißt das schon? Das hat's doch öfter schon mal gegeben. Da bist doch du nicht die Einzige. Schau, und du kannst doch noch mehr Kinder kriegen. Und wenn dann zu dem einen noch ein paar andere dazukommen, was meinst du, wie der sich freut? Geh, Tante Agnes, so kann man das doch nicht sehen. Warum denn nicht? Ich sehe das schon nicht falsch. Und wenn du jetzt deinem Vater begegnest, dann lass du dich nicht unterkriegen, gell? Ich glaub, das probiere ich gar nicht. Aber ein bisschen Angst habe ich trotzdem. Auch wenn ich gar nicht mehr weiß, warum ich überhaupt vor ihm davongelaufen bin. Ja, das frage ich mich auch. Weißt, dein Vater ist ja kein Unrechter. Der führt sich halt manchmal auf wie so ein Elefant im Porzellanladen. Aber wenn du das richtig anstellst, dann kannst du den um den Finger wickeln. Ich werd's probieren. Ja, das machst du, gell? Du, und wenn's den brauchst, dann rufst du mir. Dann dressieren wir miteinander den Elefanten. Danke schön, Tante Agnes. Oh mei, so ein Liebsmadel. Wo ist ein Liebsmadel? Ja, bist blind, die steht doch da. Noch, Terry. Jetzt glaube ich, sicher wirklich schlecht. Komm, mach dein Brotladen zu. Hast die Semen dabei? Freilich. Kannst gleich noch mal 6 bringen. Ja, Spinni. Schaut fast so aus. Schwing dir auf der Radl und ab mit dir. Und wir wollen von heute noch frühstücken, nicht erst morgen, gell? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der noch da bleibt. Hab keine Lust, dass ich den auch noch bediene. Kannst ja gleich eine Pension aufmachen. Aber was tut man nicht alles an dem armen, unschuldigen Madeltier? Hab ich da gerade unschuldig gehört? Ja, was schleichst du denn du so von hinten an? Ha? Entschuldige mich, da kann man gar nichts recht machen. Bin jetzt laut ist nichts, bin jetzt leise ist auch nichts. Komm, du weißt genau, was gemeint ist. Du brauchst das nicht gleich narrisch werden. Bloß weil ich die Tatsache feststelle, dass das Wort unschuldig nicht mehr ganz angebracht ist. Und weil wir gerade bei dem Wort unschuldig sind, gell? Das bist du ganz gewiss auch nicht, dass so viel Angst hat, dass gleich von dir davonlaufen muss. Da kannst du nicht mitreden. Du hast noch nie ein Kind gehabt und weißt nicht, wie an das trifft, nicht? Wenn so ein Kind, plötzlich ein Kind... Geh. Davon geht doch die Welt nicht unter. Ja. Und red einmal du nicht dauernd von dir. Wen hat das Unglück mehr getroffen, sie oder die? Ja, das hätte sie sich vorher überlegen müssen. Ja, freilich, so ist recht. Gescheiter Herrin, das kennt's ja, Mannsbrüder. Das seid ihr ganz groß, gell? Als ob's bei der Lieb bloß mit dem Verstand zugang. Aber von dem Fleckerl da drin, da hast du wohl noch nie was gehört und gespürt, oder? Ah, da hast du so viel Erfahrung da drin, gell? Da braucht's keine Erfahrung, da braucht's ein Herz. Justus, da fällt ja mir ein. Hat denn die Resel damals auch nicht ganz schnell heiraten müssen, weil was unterwegs war? Okay, das ist ganz was anderes, das geht da nicht her jetzt, gell? Was ist denn da anders? Ist es früher vielleicht anders gegangen, als wir heute haben? Und hast du überlegt, was du der Resel antust? Nein, hab ich nicht. Aber ich bin nicht davongelaufen, ich hab's geheiratet. Ja, vielleicht wär's gescheiter gewesen, sie war gelaufen und hätte ich nicht gehabt. No. Dass der Bazi vom Bierholen nicht mehr heimkommt, das hat doch das Madel nicht wissen können. Ja, Mannsbilder, seid ihr alle gleich. Also ich bin am Wirt immer noch heimgegangen, gell? Aber dass du das noch weißt, das mit der Resi? Ja, Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen. Jetzt sind nämlich deine ganzen Argumente verpufft. Was heißt da töt? Wie kann sie mir sowas antun? Ach geh, du wirst damals mit der Resi auch nicht ununterbrochen bloß an deinen Vater gedacht haben. Ich hab doch bloß noch das Mädel. So aufpasst hab ich auf sie. Nicht aus die Augen hab ich's lassen. Ja, eigentlich bin ich ganz froh, dass die Leni zu euch, das heißt, zu dir da raufgegangen ist. Ja, da bin ich auch froh. 20 Jahre haben wir jetzt da herum unsere Ruhe gehabt. Und heute tanzen sie uns die Tür einrennen. Du und noch was, gell? Schön war das bei nicht von dir, dass du dich all die Jahre nicht mehr blicken hast lassen. Dass du niemals mit der Leni mal zu uns da raufgekommen bist.
wo wir es schwer genug gehabt haben, wie unsere Schwester gestorben ist. Ja, mei, ich hab mir gedacht, ihr seid gewiss nicht scharf drauf. Naja, auf die waren wir auch nicht besonders scharf. Aber die Leni hätten wir schon ganz gerne mal wieder gesehen. Wir haben schon ganz vergessen gehabt, dass wir überhaupt noch ein Licht hier haben. Ist schon tragisch, wenn man sich so wenig um seine Verwandtschaft bekümmert, gell? Aber Schwamm drüber. Schwamm drüber. Herrschaftszeiten, jetzt reden wir nicht da und so mal an. Auch gerade so hat Resi auch reingeschaut, bin ich immer narrisch war. Genau so. Ich bin aber nicht die Resi und narrisch bin ich auch nicht. Ja, ich weiß. Ich hab die ganzen Jahre hab ich drüber nachgedacht, ob ich nicht bei euch einmal vorbeischauen sollte. Aber naja, dann ist ein Jahr ums andere vergangen und es ist immer schwerer geworden für mich. Ja, vielleicht hat das so sein müssen mit der Leni. Sag einmal, warum habt ihr eigentlich nie geheiratet? Ich meine, ihr seid ja zwei fesche Weiberleute, du und deine Schwester. So einen wie die vielleicht. Na, dankeschön. Na, also, hört auf. So schlimm bin ich auch wieder nicht. Das war für mich nicht leicht, immer die ganzen Jahre ohne Weib und das Kind allein aufziehen. Ne? Warum hast denn du nicht mehr geheiratet? Hätte sie gewiss auch nicht gefunden. Ah, gefunden hätten sie gerade nur. Ja, Herrschaftszeiten, Sandra und Agnes. Wenn ich dir jetzt so anschaue, so verkehrt war das gar nicht. Das bleibt ja in der Verwandtschaft. Gell? Damit macht man doch keine Spassetteln. Ja, ich mach doch keine Spassetteln, Agnes. Geh ein bisschen her zu mir. Das war nicht. Oha, ich störe doch etwa nicht. Schaut nicht so dumm. Das ist mein Schwager, der Manzinger Theo. Alles klar. Hat ja auch gerade ganz verwandtschaftlich ausgeschaut. In dem Haus wird's aber interessanter. Da macht ja die tägliche Semilieferung direkt nur einen Spaß. Servus, Herr Schwager. So, jetzt haben wir den Salat. Mein ganzer guter Ruf ist beim Teufel. In einer Stunde weiß das ganze Dorf, dass ich auf die Knie von einem Mannsbull gesessen bin. Du bist doch gar nicht dran gesessen. Aber fast und das langt. Das eine sag ich dir. Wenn ich wegen dir verschrien wäre, gell? Dann werde ich ungemütlich. Oh, Agnes, ich glaub, dass wir zwar noch recht gemütlich werden könnten. Geh, red doch nicht so ein Schmarrn. Jetzt hol ich die Leni. Und sei ja nett zu ihr, wie sich's für einen Vater und einen Großvater gehört. Oh, Großvater, hat das jetzt sein müssen, ha? Theo, damit du dich schneller dran gewöhnst. Ha? Erstens, da kommt ja schon die Leni. Kannst du gleich mit ihr ausreden? Guten Morgen, Vater. Morgen, Leni. Ich setz euch jetzt doch lieber noch mal ein bisschen auseinander, gell? Da, Leni, schau her, da komm her. Und ich sitz da und pass auf. Ich pass schon selber auf mich auf. Das braucht's nicht, gell, Leni? Wir brauchen keinen Aufpasser, da passiert schon nichts. Herrschaft, wo bleibt denn bloß die Marei? Da kommen wir heute nie zum Frühstücken. Die Mara kommt gleich. Sie hat mir nur ein paar Sachen hergekriegt. Was für Sachen? Alte Schachtel mit Kindswäsch. Sie hat gesagt, sie schenkt's mir, wenn ich's brauch. Die Marei? Was tut denn die alte Schachtel mit einer Kindswäsche? Nein, ich meine die alte Marei mit einer Schachtel. Wo hat denn die Marei die Kindswäsche her? Sie hat mir erzählt, sie hat sich das als junges Mädel mal gekauft. Weil es damals immer gehofft hat, sie kriegt einmal einen Mo und ein Kind. Und von mir, da spult's aber das Fräulein, rühr mich nicht an. Sag aber bitte nichts zu ihr. Nein, ich sag nix. Also glaubt das jetzt sowas? Da lebt man jahrelang nebeneinander her und hat keine Ahnung nicht von der eigenen Schwester, gell? Ja, man hat oft keine Ahnung, wie es in einem anderen Menschen ausschaut, gell, Leni? Wenn man nicht redet miteinander. Ja, du weißt, das Reden ist nicht meine Sache und du hast auch nie was gesagt. Mein Gott, das ist doch jetzt wurscht, wer mit wem nicht geredet hat. Ja. Red doch jetzt wenigstens jetzt einmal anständig, wie es für einen Vater gehört. Ich red schon, aber da brauche ich keine Aufpasser nicht. Anscheinend schon. Ich möchte ja bloß wissen, was ich als junges Mädel an dir so nett gefunden habe. Ui, hoho. Naja, ist ja wurscht. Jetzt red dir wenigstens aus mit deiner Tochter. Ich red mich schon aus, aber da brauche ich auch keine Zuhörer nicht dazu. Soll ich vielleicht vor der Haustür frühstücken? Nein, das braucht's auch nicht. Das kannst du jetzt ruhig hören. Leni, du hast ab sofort einen Vater, der immer für dich da ist. Geh, du hättest doch nicht den Volllaufer brauchen. Ja, das war dumm von mir. Ja, freilich. Aber ich bin so froh, dass du jetzt da bist. Na. Ist der Kaffee schon fertig?
schaust du so sparsam? Sie ist halt nicht früher gegangen. Eine alte Schachtel. Was? Nix. Schrei am Toni zum Frühstücken. Toni, Frühstück! Ah, wollte gerade kommen. Ja, da schau her. Die Semen sind ja auch schon da. Ja, greift's nur alle ordentlich zu, gell? Jetzt. Na, Marei, was sagst du denn? So viel Leute waren wir auch schon lange nicht mehr beim Frühstücken. Ja, da hast du recht. Und gerade schön ist, gell? Wenn ich da noch an vor 2 Tagen denke, da beidelt's mir gleich, wenn ich denke, dass wir 2 Mal wieder allein sind. Was ich sag, Leni, es geht doch nichts über ein harmonisches Familienleben. Was sagst du das mit so einem komischen Unterton? Ist mir da irgendwas entgangen? Dir sowieso. Also, Mautzinger, also nicht, dass du dich wunderst, wenn ich, ja, wie soll ich sagen, ich glaube halt, dass die Leni einfach nur ein bisschen Zeit zum Überlegen braucht. Red nicht immer so daher, Toni. Du weißt, ich mag das nicht. Und überlegen brauche ich mir auch nix. Was war's denn jetzt? Ich hab das gleich nicht, dass beim Toni im ersten Moment, wo er die Leni gesehen hat, geschnackelt hat. Ja, aber sie ist halt noch ein bisschen komisch. Kein Wunder bei dem Vater. Also, lauf ihr doch halt nach, Toni, schnell. Nein, das mach ich nicht. Die Leni, die findet schon zu mir, wenn's so sein muss. Ja, wenn's so sein muss, das gefällt mir, das ist gut. Ich versteh's aber trotzdem nicht. Ist ja wurscht. Schau nicht so verhagelt rein. Und du, Toni, musst halt jetzt die Leni überzeugen, dass du sie nicht aus Mitleid nimmst, ne? Sag mal, wer nimmt wen aus Mitleid? Sag mal, könntest du mich vielleicht jetzt einmal aufklären? Ja, das hätten sie früher machen müssen. Also, Mautzinger, nicht, dass du denkst, dass wir die übergehen wollen. Aber solange ich mit der Leni nicht klar bin, brauchen wir nicht groß drüber reden. Das geht alles so schnell. Ich kenn mich. Nimm mal aus, ich weiß schon. Siehst du, sag mir's, da haben wir 2 viel zu langsam geschaut, wenn wir jung waren, gell? Anscheinend. Aber mei, was vorbei ist, ist vorbei. Da kannst du halt nichts machen, gell? Nein, da kannst du nichts machen. Was habt ihr jetzt? Wo wir rumpeln sind her? Seid ihr mit dem Frühstück noch gar nicht fertig? Eine Arbeit haben wir. Und nachdem da alles in Ordnung ist, können wir uns wieder anderen Tätigkeiten zuwenden. Die jungen Leute, die werden den Weg machen. Und was für uns noch übrig ist, na, das werden wir noch schon sehen. Agnes, warte mal, ich hab was zu reden mit dir. Ja, das kannst du machen, bis die nächsten 20 Jahre wieder vorbei Nein, das muss gleich sein. Nein, das muss gleich sein. Wir werden zwar keine Kinderwäsche mehr brauchen, aber so lange kann ich nicht warten. Nein, du, das ist wichtig. Hat wieder mal eine ihren Mund nicht halten können. Ich glaub, das kaum sehen sie am Ansbild dran schon durch. Also, dass jetzt alle Weiber miteinander so kompliziert sein müssen. Ja, dabei kann es so einfach sein. Also, da herunter geht's doch zu wie in einem Daumenschlag. Du, da habe ich einmal einen Weg gezeigt darauf. Aber wenn ihr euch jetzt einbaut, dass ich nochmal Semen bringe, dann habt ihr euch bringt. Komm, jetzt mach dich nicht so wichtig, du windiger Bäcker sei du. Mach dich doch du nicht so wichtig. Du bist ein paar Tage da, da hat er schon große Töne spucken. Ich hab schließlich ältere Rechte, dass das klar ist. Und vielleicht machst du jetzt einmal die Tür auf. Das ist nämlich ein ganz schüchterner. Und außerdem wollte er nicht zu dir, sondern zu einer von der holden Weiblichkeit. Ja. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da richtig bin. Ja, das weiß ich auch nicht. Jojo, das sind schon richtig. Jetzt, wenn Sie mir sagen, wo Sie hinwollen, dann kann ich Ihnen sicher Auskunft geben. Ja. Ja, zu euch woher, das habe ich doch schon gesagt. Tust jetzt du vielleicht endlich einmal deinen Kopf raus? Dann hör ja nichts. Was willst du denn noch? Das Fenster bleibt offen, dass ich da meine tägliche Semmelieferung abstellen kann, dass das klar ist. Und morgen holt euch eure Semen selber. Frechheit. Ja, also, was gibt's? Ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Die Geschichte ist nämlich nicht so einfach. Also, eins weiß ich, 2 Schwestern war's, das weiß ich ganz genau. Das stimmt schon mal. Gut. Und ich habe also im ganzen Ort nachgefragt und da hat man mir gesagt, dass da herum die einzigen 2 einschichtigen Schwestern vom Ort wohnen. Das stimmt auch. Ja, da bin ich ja wahrscheinlich, ja, das heißt hoffentlich doch richtig. Ha, schaut so aus.
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Also, das darf mich schon interessieren. Ich sag Ihnen was. Halber narrisch bin ich geworden vor lauter Sucherei. Und wenn die Kellnerin nicht zufällig gehört hätte, wie die zwei miteinander geredet haben, wo sie herkommen, dann kann ich bis zum jüngsten Gericht weitersuchen. Und da brauche ich dann keine Frau mehr, verstehen Sie? Ja, ich glaub schon. Aber welche von denen zwei Schwestern suchen Sie denn eigentlich? Ja, die Sache ist eben nicht so einfach. Wenn ich das wisse, welcher die richtige ist. Ich meine, wenn ich sehen darf, dann darf ich es gleich wieder kennen. Wissen Sie, das war nicht mehr so. Die zwei Weiberleute und ich, wir haben eine Wallfahrt gemacht. Wegen einem dringenden Anliegen, verstehen Sie? Ja, ich verstehe schon. Ja. Und da bin ich ja begegnet, der Person, die ich jetzt so dringend suche. Hoffentlich ist die richtige, sonst drei durch. Ah, da kann ich Sie beruhigen. Da sind Sie gewiss nicht falsch. Bitteschön. Na, Gott sei Dank. Nein, ich sag Ihnen, was halber durchtreibt bin ich. Da läuft man nach Jahren an ein weibliches Wesen hin, das einem so gut gefällt, dass man meint, der Blitz hat einen gestreift. Also gestreift. Ja, und dann verliert man es wieder aus den Augen. Entschuldigen Sie nochmal. Kann ich die Damen jetzt einmal besichtigen? Ja, damit ich sehe, welcher die richtige ist. Ja, also das wäre wohl das Beste sein. Fangen wir mal mit einer an. So. Marei, kommst du mal? Besuch ist da. Schon wieder? Ich hab keine Zeit und keine Lust. Ah, der Stimmloch kann's das sein. Ja, dann bin ich aber jetzt überflüssig. Ist bei uns da herum der Teufel los? Bei keiner Arbeit bleiben. Ja, sie ist. Fein grad, sie ist. Ja, natürlich bin ich's. Ist das nicht? Ja, ich bin's. Ich bin so frei und bin's. Und Sie trauen ja nur daher. Also so eine Frechheit ist mir ja auch noch nie passiert. Zuerst den Bauch vorschlagen und mich dann mit der ganzen Zeug kochen lassen. Ach so, ja. Das war schon eine saudumme Geschichte, gell? Wenn ihr nicht das erklären darf. Nein, das dürfen Sie nicht, das interessiert mich ja gar nicht. Zahlen Sie mir das, was Sie verdruckt haben, und dann verdrucken Sie Jetzt ja. seid ihr nicht gleich so narrisch, wo ich doch wirklich nichts dafür können hab. Verstehen Sie? Nein, das verstehe ich absolut nicht. Na gut, dann soll ich halt mal 10. Was hat sie gemacht? 12 Mark habe ich gezahlt. Aha. Davor haben wir aber mindestens 9 Mark Sie verfressen. Gut. Soll ich 15? Da geht's jetzt auch nicht mehr drauf zusammen. Meine Frau Maler, wenn Sie wüssten, was ich ausgestanden hab. Halber narrisch bin ich geworden. Ja, aber von lauter Wut, dass es so einen schlechten Menschen überhaupt gibt. Ja, aber ich war's vor Unglück, weil Sie nicht mehr da waren. Ja, meinen Sie vielleicht, ich warte da 2 Stunden hin? Also so notwendig habe ich es auch wieder nicht. Das geht? Schmarrn. So schön kann gar kein Mannsbild sein, dass ich länger wie eine halbe Stunde warte. Ja, und für 2 Stunden schön sind Sie sowieso nicht. Dankeschön. Dann kann ich ja wieder gehen. Ja, ich halte Ihnen nicht auf. Heute, Sie kriegen noch was zurück. Ich lasse mir mein Zeug nicht zahlen. Ja gut. Wie man nur so grausam sein kann. Und ich hab schon gemeint, die Wahlfahrt war diesmal doch nicht umsonst gewesen. Naja, wieso? war's halt wieder einmal nix. Wieso die Wallfahrt? Ja, wir zwei haben doch die Wahlfahrt aus dem gleichen Grund gemacht, oder nicht? Ich wollte bloß einmal wieder andere Gesichter sehen. Das haben sie aber vor ein paar Tagen ganz anders gesagt. Fräulein Marei. Sagen Sie nicht wieder in dem Ton Fräulein Marei zu mir, gell? Das zieht bei mir nicht mehr. Wirklich nicht? Hey, schauen Sie, wo ich Sie doch so gesucht habe. Halber narrisch bin ich geworden. Und jetzt taten Sie mir einfach wieder so fortschicken. Alles bloß so ein Gerät. Aber das kennt ja manchmal ja. Aber da falle ich nicht mehr drauf rein. Marei, wenn du wüsstest, was ich gelitten hab. Halber narrisch bin ich geworden. Das ist die richtige, habe ich mir gedacht. Und schau, wir waren uns doch so gut wie einig. Ja, bis du dann auf und davor bist. Nein, nein und noch einmal nein. Da gibt's keine Entschuldigung nicht. Ich war ja blamiert bis auf die Knochen. Die Kellnerin hat vielleicht ausgeschaut, gelacht und eine Freude hat's gehabt, dass wieder mal so eine alte Jungfrau sitzen geblieben ist. Marei, komm. Lass mich halt die zarten Bande unserer Beziehung wieder knüpfen. Und dir endlich erklären, wie das passieren hat können. Ja, also gut, aber ich weiß nicht, ob ich das als Entschuldigung gelten lasse. Also pass auf, das war ja so. Ich hab aufs Häusl müssen. Das ist ja ganz interessant. Ja. Ja, und wie ich da so am Weg war,
sitzt an einem Tisch ein paar Spätzle von mir aus dem Nachbardorf. Auch Wallfahrer. Aber die waren schon am Gehen. Und haben mich gleich mit einem riesen Hallo und Geschrei geschnappt und nicht mehr rauslassen. Ich bin gar nicht dazu gekommen, dass ich irgendwas erklärt hätte. Weil bis ich geschaut habe, war ich schon im Zug drin gesessen. Und da hat kein Sträuben und kein Wehren nicht mehr geholfen, weil der gleich losgefahren ist. Halb narrisch bin ich geworden. Und das sollte der glauben? Ja, bitte, Mara, ich glaube es. Ich schwöre das bei der heiligen Jungfrau Maria, zu der wir diese Wallfahrt gemacht haben. Ich hab doch nicht ahnen können, dass ausgerechnet im wichtigsten Moment meines Lebens diese Deppen da daherkommen und mich nicht mehr auslassen. Ich war denen praktisch wehrlos ausgeliefert. Glaub mir's, halber... Narrisch bist Ja. du, Hahn, ich weiß schon. Also gut, ich glaub das. Ja, dann freust du dich also auch, dass ich da bin. Ich sag halt, dass du dich freust. Wo ich mich doch auch so gefreut. Was fragst du denn da lang? Du weißt doch ganz genau, dass ich mich gefreut. Ich war doch auch so glücklich. Weil du so nett zu mir warst wie vorher noch kein Mensch. Und dann war ich so unglücklich. Oh mein Mara, nicht unglücklicher wie ich. Weißt du, die paar Tage der schwersten seelischen Prüfungen, da habe ich Zeit gehabt zum Nachdenken. Mei, was will ich denn da vom Leben? Ein bisschen Wärme, ein bisschen Liebe. Mit einem Wort, nimmer allein sein. Willst du das nicht auch? Ich hab doch mein ganzes Leben nichts anderes wollen. Na, siehst du das mal rein. Ich meine, dass wir zwar die stürmischen Zeiten schon hinter uns haben, das wissen wir ja. Aber probieren wir es halt trotzdem miteinander. Was soll uns schon passieren? Ambrus, ich hab nichts zum Verlieren, bloß zum Gewinnen. Dann kommst du also mit mir. Ja, Ambrus, ich geh mit dir. Wohin das auch sein mag. Gib Maria, ich glaub, so viel Freude auf einmal vertrage ich nicht. Nein, nicht weinen, Mara, nicht weinen. Das vertrage jetzt ich nicht, wo ich doch so ein weiches Gemüt hab. So, Marei, eine Neuigkeit, da fällst du um. Das geht's. Ja, was will denn der da haben? Sie trauen sich noch da rein, Sie Zeichbrenner, Sie, den zeig ich auch an. Was haben Sie mit meiner Schwester gemacht, dass die wart, ha? Das ist Maria. Die ist ja noch schlimmer wie die Marei. Das ist nicht so, wie du denkst. Er will, also er sagt, er meint. Ja, was jetzt? Verstehst du das? Ja, ich denk schon. Ja, denk doch einmal an uns zwei. Na, da täuscht die. Ja, schon da. Also reden wir nicht lang rum. Die Marei und ich, wir bleiben beieinander. Und dann sehen wir schon, was rauskommt dabei. Und ob wir uns aneinander gewinnen. So, das war's. Ja, stimmt das, Marei? Ja, Agnes, das stimmt. Die Wallfahrt war nicht umsonst. Und ich hab mir die ganze Zeit überlegt, wie ich dir das jetzt beibringen soll, dass ich dich allein lasse. Wieso allein? Musst du fort? Ja, freilich mit mir. Wisst wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das eigentlich ein Schmarrn ist, wenn jeder so einschichtig auf seinem Sack weiter wurschtelt, nicht? Und wir glauben, dass wir uns ganz gut vertragen könnten, wenn ich immer das mache, was sie sagt. Stimmt's, Agnes? Gut, gell? Jetzt ist es doch mal kleine Leni. Oh ja, Bescheid. ja, Da gehen wir das nicht so. rein. Wir haben alles zu der Zeit, ne, Ambrus? Ja, bin. Komisch. 4 neue Leute sind rein, macht mit die 2 alten Jungfern sexy. Und keiner ist da. Na, darf ich schauen, dass mir nichts auskommt. Glaubst du das jetzt endlich, Leni? Ja, schon. Aber Schau, Leni, die Liebe, die kommt oft wie eine Naturkatastrophe. Ja, wie ein Erdbeben. Und das kündigt sie doch vorher auch nicht an. Stimmt's? Und du, Leni, du bist halt einfach meine Naturkatastrophe. so eine ungewöhnliche Liebeserklärung habe ich wirklich noch nie gekriegt. Siehst du das? Jetzt glaubst du es wenigstens schon, dass es eine Liebeserklärung ist. Natürlich glaube ich dir das, Toni. Aber weißt, du magst mich. Das glaube ich dir wirklich. Und ich mag dich auch. Sehr sogar. Aber wenn da noch wer dazukommt... Ach, das Kindl meinst? Okay, was kann denn das dafür? Der kleine Wurm hat sich seinen Vater nicht rausgesucht. Das hast schon du gemacht. Und dafür kann die Hexens dir besser sein. Aber gerade das kann ich nicht. Leni, ich hab noch nie bei einem Mädel so viel reden müssen wie bei dir.
Wenn das so weitergeht, dann reden wir mundfranzig, bevor wir überhaupt beieinander sind. Geh, du bist wirklich ein Kasperl. Aber ein Lieber, komm, sag's halt schon. Ja, ein ganzer Lieber. Schau, Lini. Ich wollte ja gar nicht versprechen, dass wir gleich heiraten. Ich meine, für das kämen wir uns einfach wirklich nur zwingig. Aber das verspreche ich dir. Ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Ja, und alles andere, das ergibt sich doch ganz von selbst. Meinst du nicht? Ja. Und es ist mir auch lieber, wenn man sich nicht zu viel verspricht. Wir geben uns die Gelegenheit, dass wir uns richtig kennenlernen. Genau. Ja, da sind's ja! Ja, da sind's ja. Und wir suchen sie überall. Ja, und wir suchen's überall. Nein, spannst was? Unsere Männer babbeln uns schon alles nach. Hoffentlich bleibt der das nicht. Und? Wie schaut's aus? Und? Wie schaut's aus? Schaut's uns so? Wie schaut's denn aus? Ja, gut, da ich sagen. Oder? Was meinst du, Leni? Ja, Vater, es schaut nicht schlecht aus. Geh, Toni. Ja, komm, dann geh doch schon endlich einmal her zu mir, Dirndl, und lass dich drucken. Vorsicht! Vorsicht! Ja, pass aufs Kind auf, Opa! Oh, Opa! Ich frage den Scher der Lackel, Opa. Ja, was wäre jetzt da mit unserem Sach dabei? Ja. Ich gehe mit dem Ambros mit, das steht einmal fest. Ja, sie geht mit mir mit, das steht einmal fest. Wenn ich vielleicht einmal einen Vorschlag machen darf, da brauchen wir doch gar nicht mehr lange überlegen. Ja, wenn jetzt quasi die Leni und ich, versteht schon? Ja, ach, genau. Ja, man schaut ja wie aufs Hirn gefallen, freilich. Die Leni ist unsere einzige Verwandte, kriegt das sagt er. Dann ist alle geholfen. Jetzt bin ich ja schon froh, weil ich hätte den Vorschlag schlecht machen können. Und ihr bringt's wieder einen richtigen Schwung in das kleine Anwesen. Wie es in unsere jungen Jahren war. Gell, Marei? Ja, und das kleine Putzal, das hat ja auch noch Platz. Und wenn es nach dem 3. und 4. Kind zu eng wird, naja, dann bauen wir halt einfach hoch. Uns nicht glauben. Das darfst du schon glauben. Komm, ich zwick dich. Theo, zwicken ja, dass ich merke, dass ich wach bin und nicht dran. Ich weiß was anderes. Das gefällt dir viel besser. Ja, genau. Hör auf mit einer blöden Zwickerei. Ambros, geh her. Was die können, können wir auch. Ich halt's nicht aus. Jetzt zwickt's mich, dass ich von dieser Sinnestäuschung erwache. Aber ich hab's ja allweil schon gewusst. Erbsen tun immer ihre Wirkung. So oder so.